Ja, Freunde, was ist denn hier los? Ich stehe hier ganz einsam. Wobei, so einsam bin ich gar nicht, denn Nachtara ist bei mir. Das Nacht-Pokémon. Im Schein des Mondlichts. Wo ist überhaupt der Mond? Hallo, Mond. Mond? Mond, where are you? Okay, Mond ist weg. Ja, Nachtara ist bei mir und ansonsten habe ich keine Pokémon im Team. Ja, was ist denn hier los? Seit dem letzten Mal ist bei mir ein bisschen Zeit vergangen, sprich privat ein bisschen Zeit vergangen. Ja, genau 2 Wochen geht es ja noch. Und zwar mal ein bisschen noch Ideen gemacht, die ich euch gleich präsentieren werde. Erst einmal geht es aber darum, mechanisches Windrad, das letzte Item von Rot müssen wir kaufen. Also müssen, natürlich nicht, aber wenn er schon anbietet. Ja. Das Problem ist, das Teil ist scheiße teuer, 100.000. Und deswegen muss ich erst ein bisschen Geld generieren. Und ich dachte mir so, ich gucke mal, was ich so im Itemlager habe und habe eines gefunden, was man verkaufen könnte. Zum Beispiel könnte man verkaufen, Sondermobors, geben 2.500 pro Stück, das ist nicht wenig. Wird durchaus auch dann mal in Erwägung ziehen. Leistungsfels wäre eine Option, wobei die will ich mir eigentlich ein bisschen aufheben. Vor allem für die Hisui-Pokémon, also die spezifischen Hisui-Pokémon und Formen. Die wir dann später mal auf Pokémon Home und dann wiederum nach Scarlet und Violet schicken können. Die 9. Generation dann auch schon. Am Meistersamen wäre auch so viel, wir kriegen immer wieder mehr. Und ganz ehrlich, die kannst du halt wirklich verkaufen, bis geht nicht mehr. Ich dachte mir so, okay, cool, ich verkaufe mal ein paar. Gehe mal ein bisschen Kohle. Und kaufe noch das letzte Item für Rotoms Formen. Ja, so Zukunftswaren, wa? Wir haben keine Ahnung, was es kann, aber es sieht cool aus. Das erinnert mich ein bisschen an das nächste DLC in Anno 1800. Alter. Ich muss also sagen, ich komme gerade von der Twitch-Präsentation. Vom neuen DLC dort und ich war gerade erst zunächst so von wegen, oh, voll geil, dann kam ein richtiger derber Rückschlag, dann wieder voll geil und so, es kann eine richtige Achterbahn fahren, deswegen bin ich vorher wieder bei Pokémon zu sein. Oh. Vor allem, wenn ihr die Folge seht, ist natürlich Karmesin und Purpur oder eben Scarlet und Violet, wie ich es lieber nenne, schon längst natürlich raus. Ich bin hier noch im alten Modus drin, also im alten Modus, im alten Spiel halt. Weil es momentan noch nicht anders geht. Ich will es erst noch hier zu Ende spielen, ob ich dann die anderen beiden neuen Spiele, 9. Generation überhaupt Let's Playen werde, ist noch ein ganz anderes Thema. Ja, Mann, die Luftform, Freunde. Damit haben wir die Rotom-Formen schon mal komplett. Also was das betrifft, schon 100%. Sehr schön. So, heute habe ich viel vor, deswegen wechseln wir nochmal die Klamotten. Und zwar gehen wir zurück auf ein bisschen was altmodischeres. Moment. Dann nehme ich generell einfach so ein Ding. Also könnt ihr auch irgendwie ein modernes Oberteil so nehmen, auf der Galactic-Outfit. Nein. Wir nehmen die Uniform. Wieder mal ein bisschen... Ja, komm, oldschool. Es geht hier aufs Ende zu, Freunde. Und deswegen passt das schon. Pantoffeln. Ich nehme die Forschungsschuhe, weil die finde ich scheiße. Ich nehme moderne Schuhe. Die rote Mütze. Die mag dem einen oder anderen gefallen. Ich bin da eher ein bisschen anders unterwegs. So. Ich mach's mal so. Perfekto. Also, die heutige Folge. Ihr habt gesehen, ich habe noch ein paar Holzstücke gesammelt, die in dieser Folge gefehlt haben, damit wir in der Hauptstory weitermachen können. Es ist so, wir haben dann auch noch offscreen ein paar Pokémon trainiert. Ihr habt es gerade schon mal ein bisschen in Vorschau gesehen, jetzt sage ich es gleich nochmal. Und ich will in der heutigen Folge nochmal ein paar Kämpfe machen. Und zwar bei vorne. Der Typi hinter ist ja hier vorne, genau hier. Oder fast hier etwa. Ich will heute in der Folge die Kämpfe gegen ihn machen. Oder gegen die anderen Typen vor allem.
und der nächste oder übernächste Folge, nachdem wie lange es dauert, machen wir in der Story weiter. Warum? Das hat mit dem Level zu tun. Wie ich so erfahren habe, ist das, was wir mit der Hauptstory machen, oder Afterstory besser gesagt, ist eigentlich ein bisschen das Ende, das Endlevel. Also stärker werden die Pokémon und Gegner da nicht mehr. Und hier die Kämpfer gegen Hin und seine Crew, die sind ein bisschen nicht so im hohen Level, also heißt nicht so 15 Level tiefer, angeblich. Und deswegen lohnt es sich, sich dort hier ein bisschen trainieren, statt das alles irgendwie auch offscreen zu machen und so. So, die Elite-Box, die kennen wir. Die einen lieben sie, anderen nicht. Wir haben hier die Rotom, die Pseudo-Zapdos-Kiste. Ich habe die Kiste ein bisschen aufgeräumt mit den Teams. Und jetzt gibt es noch ist ein bisschen die übergebliebenen Teams quasi, Mitglieder. Das ist momentan unsere Hauptteambox. Ja, scheiße, das haben wir dabei überlegt, wa? Also, ich hatte verschiedene Ideen. Mache irgendwie ein reines Sinnoh-Team. Wie das zum Beispiel so wäre, wäre ganz cool. Mache ich ein reines Sisui-Team, was da unten geplant war und noch nichts daraus wurde. Mache ich irgendwie ein Starter-Team aus Tonupto, Silvaro, Admurai. Da mache ich irgendwie ein Team, was die beiden ergänzt, etc. etc. Und hast nicht gesehen. Am Schluss kam ich irgendwie auf die Idee hier, dass ich quasi ein bisschen sage wie, hey, ich habe zum Beispiel jetzt irgendwie so ein Team hier. Mit den 6 Typen und dann sage ich zum Beispiel, okay, jetzt als Feen-Pokémon brauche ich kein Fee-Flug, ich hätte gerne mal normales Psycho-Team-Pokémon sogar. Kann ich irgendwie Togekiss durch Psyana austauschen. Oder sag mir, nee, ich hätte gerne Psycho-Fee, nehme gerne Gardevoir rein. Die sind auch hier wieder mal in der Spalte, die so ein bisschen die Psycho-Fee-Spalte ist. Natürlich auch mit Galagladi, ist ganz klar. Und habe so ein bisschen versucht aufzuteilen, auch hier hinten ein bisschen so die die spezielleren, weil Viscogorn kann natürlich auch Elektroattacken lernen und so, gar kein Thema. Kann Ursaluna zwar auch, jetzt in dem Team hier nicht unbedingt das Problem, nicht nötig. Ich habe auch Vulnona und so weiter und so fort. Also ich habe mir wirklich offscreen viele Gedanken gemacht und gefragt, wie könnte man wo was noch besser machen, wo passt dies besser, wo passt jenes besser, etc. etc. Und wie es halt so oft ist, du kommst nicht auf den richtigen grünen Zweig. Denkst du einfach so, okay, dann mach mal das, ist auch scheiße, dann passt das wieder mal nicht und so. Jetzt aktuell, trotzdem überlegt, hey, das sind mal so Pokémon, wo ich denke, doch, die könnte man in so einer Konstellation, denke ich mal, relativ gut einsetzen. Und wollen wir auch mal, denke ich mal, testen, ob das so funktioniert, wa? Gerade hier unten, ne, die 6 hier. Mit Admurai, Axantor, Sneebos, Washaquille, also Hisui Washaquille, Mammutl und Magnezone. Die sich eigentlich gut ergänzen sollen. Vor allem, weil Washaquille noch eine Feuerattacke mit Magieflamme drauf hat. Und ja, ich würde auch mal sagen, testen wir es, wa? Das ist ein bisschen das Problem. Ich kann nicht alle Pokémon ablegen. Bei dem Spiel verstehe ich es nicht, warum. Ganz ehrlich, das ist ganz, ganz seltsam. So, Natara ist ein bisschen hier. Eigentlich ein bisschen deplatziert, aber scheiß drauf. So, nehmen wir Admurai, den Samurai. Das mit anders sortieren, damit alles funktioniert. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Team hier mein Main sein wird. Alleine schon. Ja, der Nupto ist halt schon ein bisschen mein Main, oder? Und Sherox, Monona. Das hat mich auch ein bisschen verliebt und so in der letzten Zeit. Ja. Ja, seht ihr, vor allem Monona und so, Level 72. Also ein paar habe ich gut trainieren können. Einige weniger, vor allem jetzt hier wie Rionio. Muss noch ein bisschen was machen. Jetzt wirklich ins Team nehmen möchte, aber fand die Idee eigentlich ganz cool. Von den Movesets und so. Es passt eigentlich gut hier ins Sinnoh-Team, sag ich jetzt mal. Wobei Gardevoir als Ergänzung auch passen würde, oder? Knackrack. Ein so Drache, Boden, vor allem Drachen hier. Yeah. Kann man so oder so sagen. So, sagen wir mal die Pokémon.
Elite Waschakwill oder was? Wusste gar nicht mehr. Jo, Freunde, das ist doch mal ein interessantes Team. Es ist gar keine Elite. Krass. Und ich würde sagen, wir versuchen es mal so, wa? Weil einige hier, wie gesagt, ein bisschen schwächer sind, gerade so wie Magnezone. Aber ja, was machen die eigentlich? Was ist jetzt los? Ups. Hä? Den haben wir gar nicht gesehen. Was passiert? Eigentlich wollte er gerade kämpfen. Ja, einfach hier der Kamin bzw. Schornstein ein bisschen aussieht wie so Galar. Smogmog. Da seid ihr ja. Keine Ahnung, von Team Galactic natürlich. Vergleiche Sachverhalte gern mit den funkelnden Sternen am Himmel. So auch an dem Tag, an dem ich unseren Investoren von vorn unserer Gruppe berichtet habe, uns in Sui anzusiedeln. Oha. Um sich einzuschmeicheln. Galaktik-Expedition. Na gut. Der Galaktik-Expedition ihren Daseinszweck erfüllt. Wenn nicht mehr gebraucht werden, ist es an der Zeit, die Expedition aufzulösen und zu einem Team zu werden. An dem bösen Team. Und zwar ist Namen der Errungenschaft der Galaktik-Expedition an alle nachfolgenden Generationen überliefere. Ja, danke schön, Celestis. Vielen Dank. Ich sage nur Cyrus. Ich meine, sorry, das ist der Boss von Team Galactic aus Diamant und Perl und Platin. Ein Nachfahre von ihr, ist ja wohl klar. Sieht ja ein Blinder mit dem Krückstock. Und trotzdem, ja, wird er halt einen Teil des Namens übernehmen. Ich meine, er hat auch irgendwas von Galaxien und den Sternen und so irgendwas geschwafelt jeweils. Ja, Mann. Kometstück. Oh, cool. Kann verkaufen für 15.000 oder so. Danke und tschüss. Ja, das ist trotzdem interessant. Da kann nicht groß meckern. So, Freunde, let's fight. Ich habe es noch Mais, wir können ja auch mal einsetzen. Hey, oh! Welliwell. So viel aber zwar momentan jetzt auch nicht mehr, weil ich schon ein paar verkauft habe, aber egal, das wird noch reichen. So Klinge bei ihm, da ist alles gut, da können wir noch ein bisschen was machen, da, okay. Die Psychoklinge. Hey, ja! Trainiere auch weiterhin fleißig. Dann haben wir Waschakwill, bin mal gespannt, was er alles meistern kann. Und Magieflamme, okay. Hey, ja! Hotel versuchen, wie sieht's aus? Eisenschädel geht, okay. Hussa! Oh Mann, was geht ab? Ich bin Fettmann. Das reicht, dankeschön. Attacke beibringen.
momentan eigentlich nicht nötig, ehrlich gesagt. Ich finde der Tag meines Teams ganz cool so. Will ich mit... Ich will eigentlich erstmal mit Magneson rein, oder? Oder... Ja, warte mal. Was schon viel war es eigentlich? So. Wettkampffahrt, Solo-Kämpfer, Pokémon wechseln, Pokémon-Kampf. Ich glaube, die hatten wir schon alle mal, wa? Gegen dich, Jonas, Sabit, Airus, weiter Gegner. Ja, ich glaube, die hatten wir alle schon mal. Wettkampffahrt. Jo, mache ich. Machen wir platt, Freunde. Show me your best. Wow, okay. Level müsste eigentlich um 60 rum sein, wa? Okay, gut. Da richtig. Wie war was gemacht habe. Hallo? Ich kann nicht mal was ausrichten. So, ich erhole mich erst einmal. Mach Tempo, damit wir hoffen nachher schneller drankommen, wo Galoppa schon relativ fix ist. Ja, nicht fix genug. Dann machen wir mal Aura schwingen. Ich weiß nicht genau. Hohe Volltrefferquote. Okay, mach's normal. Dann kommt nachher wieder schneller zum Zug. Was? 90%, hey. So. Das Coole hier dran soll ja sein, dass meine Pokémon zwischen den Kämpfen immer wieder geheilt werden, angeblich. Oh, jetzt wäre natürlich Ding cool gewesen. Das ist ein bisschen doof, war, kann das sein? Okay, ich soll mir recht sein. Weil, sorry, Panferno ist eine Glaskanone in Verteidigung. Ach, mit Ränkeschmied überlebt das niemals. Ja, das war's, was Waschak will. Wer will? Waschak will! So, ich gucke mal. Wir haben die sonst immer relativ häufig eingesetzt. Mammut schon länger nicht mehr. Magneson will ich hier ungern. Machen wir mal Xanto, komm. Hätte immer gut reingehauen. Jo, war schon, krass. Eine Glanzleistung wie immer. Gelernt ist gelernt, als ob. So, der nächste bitte. Mubishi. Nein, Kakashi. Sensei Kakashi greift an. Wieso Mammut? Ich dachte. Ach so! Weil Waschak noch K.O. ist. Ist ein Dreifachkampf und dreimal hintereinander. Ja, ich sehe es gerade. Okay, erstmal gucken. Ist ein Speed Move. Okay. Müsste es erreichen. Ich habe mich nachher gefragt, wie das nachher mit Scarlet Violet sein wird, ob dann irgendwie die Pokémon hier haben die Sui-Formen übertransferieren kann, aber wird wohl so sein wie bei Schwert, Schild und Diamant und Perl, dass sie die Pokémon einfach ihre ursprünglichen Moves wieder annehmen. Das ist irgendwie ein bisschen doof, jetzt könnte ich ein Waschak gut gebrauchen. Galacladi, Ich merke gerade dezent, dass ich eine Galacladi-Schwäche habe. Ja, voll, ich habe voll eine Kampfschwäche.
Wobei eigentlich doch Admurai, Magneso, Mammutel, alle gegen Kampf schwach. Manchmal will jetzt eine doppelte Nicht, sagen wir jetzt mal, Schwäche. Sneeboss, Kampfgift ja eigentlich auch nicht, dafür Axant oder so neutral. Ja, aber 3 Pokémon Kampfschwäche sind schon viel. Sneeboss hat dafür die Psychoschwäche. Die Admurai nicht hat, aber dafür der... Alter Schwede. Okay, Admurai boosten und angreifen wäre eine Option. Also das ist schnell, dann habe ich ein Problem. Nee, komm, nehmen wir da Axantor. Der muss erstmal was gegen Axantor ausrichten, ne, bevor er mir da großartig Sorgen macht. Alter, macht er mehr Damage als er dachte. Berühmte letzte Worte in einer Nutzlock, wa? So. Ah, stimmt, der hat ja noch eine Ahnung. Okay, ist auch scheiße, weil es ist Psychofee. Da haben wir den Turm mit Admurai auch im Arsch. Okay, das Team hier, es hat seine Schwächen, aber es könnte auch schlimmer sein, muss ich ganz ehrlich dazugeben. Es wird trotzdem relativ hohes Level, ich paralysiere es erstmal. Danach mache ich mal meine Lichtkanone. Oh nee. Schwein gehabt. Alter Schwede. Okay. Dann hoffe ich mal, dass normale Lichtkanone reicht, dass ich nachher den nochmal angreifen kann. Dankeschön. Der scheiß einen habe ich noch vor mir. Ich habe ein scheiß Team gewählt für sowas. Auf dem Level, wenn natürlich die Hälfte davon drauf geht, bringt das nicht so viel. Oh, jetzt kommt der noch. Ja, hat noch 3 Pokémon, aber trotzdem. Ich habe auch nur 3. Ist dann schon ein bisschen am Arsch. Ja, ich habe keine Schwebe drauf, das ist ein bisschen doof. Was für meine Fähigkeiten hier? Ich hoffe, ich kann vorangreifen. Okay, Schwein gehabt. Ich muss direkt rausnehmen. Dankeschön und tschüss. Kein Problem. Also schon, aber jetzt nicht so. Unser Team jetzt. Setze ich einfach Sneeboss ein. Da bin ich sicher wohl schneller. Sneeboss. The Boss in the house. So, jetzt nochmal ein Nahkampf. Okay, Schwein gehabt. Schau, später Schlimmerkeit weniger. Unheilsklauen. Aua. So, bitte heilen. Ich brauche eine Heilung. Mein Team ist völlig am Arsch. Oh. Ein Sneeboss levelt davon. Lecco mio, ey. Ein ovaler Stein, so. So, Pokémon wieder fit. Der natürlich mal am schwächsten von der Truppe. Weil es natürlich nicht viel bringt. Aber Sonnenbomber, ganz ehrlich, ich habe lieber die Epibombers XL. Weil Sonnenbomber erhöht dann nur ein Level. Ne? Das ist für Level 90er oder so, mag es vielleicht etwas sein. Aber hier so? Ich weiß ja nicht.
Jetzt habe ich mal Leistungssand hier einsetzen, aber ich glaube bei denen schon länger nicht mehr gemacht. Bei welchen ist gerade wichtig? Am wichtigsten vor allem. Also, der haben wir schon relativ viel gemacht. Admura, wie sieht es bei dir aus? Angriff. Jetzt geht es an die Verteidigung, wa? Ja, da braucht Magnus schon ein bisschen was. So. Dann setze ich jetzt mal auf Sniper, weil er der stärkste von der Truppe ist und vielleicht auch am meisten aushalten kann. Wobei, das ist immer so eine Sache. Solo-Camper-Pfad, wa? Wenn es auch nur eins ist, nehmen wir mal Anurai, komm. Was? Achso, generell nur eins mitnehmen. Ups, okay. Dann nehmen wir mal einen Starter. Wir haben mit dem auch schon lange nicht mehr gezockt. So, mal Team richtig sortieren hier. Jo! Mit meinem Main. Voller Fahrt voraus. Tut, tut. Feuergeist, Freunde. Feuergeist. Hat er jetzt absichtlich Samurai genommen oder was? Ernsthaft? Oh, Evomoel. Hä? Was war denn das gerade? Das ist manchmal, manchmal ein bisschen komisch. Warte mal, das ist ja die hier. Ah, da, Symbol. Krass. Okay. Da will ich aber nochmal wissen, komm schon. Pokémon wechseln, nee. Im Handtreten. Wir können ja theoretisch mal mit allen Pokémon durchmarschieren, die wir so haben. Wäre auch eine Option. Ich frage mich halt, nimmt er irgendwie immer ein Pokémon, was ein Vorteil gegen meins ist? Oder nimmt er einfach immer Admurai? Das ist sogar der Zufall. Kann man sich kaum vorstellen. So, ich mach's mal ohne Stärke. Ah, guck mal an. Give me your energy, body. Okay, schräg. Das ist doch immer irgendwas Neues, wa? Also, da ist normaler Pokémon-Kampf, weil sonst echt sonst so, okay. Solo-Kämpferpfad, Ich überlege gerade mal ein anderes Pokémon. Wenn ich Admurai nehme, nimmt der garantiert hier Silvaro. Wenn ich Sherox nehme, nimmt dann selber Hisuitanut oder was? Ich nehme mal Lucario und guck, was er macht.
Ich nehme Mulnona und guck, was er macht. Das wäre eine Option. Jetzt setzt er Kanto Mulnona ein. Bin nicht immer das Pokémon, was im Vordergrund meins ist. Alter, ist der krank. Aber er wird 70 plötzlich, hä? Wo kommt das Power plötzlich her, wenn ich mal fragen darf? Okay, Nakani ist natürlich scheiße. Vor allem Hisui Akani, was soll denn dagegen machen? Ja. Alter. Ich könnte auf Tempo gehen, er hat sich ja fixiert. Okay, jetzt muss ich eigentlich das ausnutzen. Muss ich eigentlich auf Kraft gehen, aber muss jetzt so viel bringen. Zauberschein. Vielleicht Frostbrand. Ja, komm, ich hab Step drauf. Setz ein Nakani ein, ey, ich glaub das nicht. Ja gut, das hat soweit geklappt, ist aber ein Problem. Wenn es durchkommt, bin ich futsch. Das ist scheiße aber auch. Hä? Mit demselben Pokémon? Ja gut, das hat nicht viel bringt, sehe ich auch so. Warum kann ich die Dinge nicht stacken? Das wäre natürlich so geil. Nur Eis ist vielleicht doof, weil es eine Vierfach. Weil ich dagegen, weder gegen Feuer noch gegen die Steine ankomme. Das heißt, mit Zauberschein werden wir vielleicht mehr bringen. Ne, ist auch scheiße. Ne, also Alola wohl nur in Hisui Akane, da kann ich nur einen kürzeren ziehen. Unbedingt wieder versuchen. Ja, vorhin das werden wir auch tun, aber erst in der nächsten Ausgabe von Pokémon Legend Arceus. Am ersten habe ich vor, nochmal gegen die Typen anzutreten. Also ich will eigentlich alle Runden ein bisschen durchgehen, die er so anbietet. Und ich will auch mal alle meine Teams einsetzen. Um da gegebenenfalls noch ein bisschen was zu optimieren und so. Einfach mal andere Pokémon einzusetzen, damit wir halt alle, die ich jetzt so in der Teambox habe, auch wieder mal gesehen haben. Und dann vermutlich Obst noch mal ein bisschen zu Ende trainieren vom Level her und so. Und dann stellen wir uns dem Hauptschlussakt, sprich der Hauptstory. Also von dem her, ich glaube, eine Folge hier mache ich nochmal. Eben in den restlichen Kämpfen noch, die es so gibt. Und sonst mache ich halt viel Offscreen, weil auch gegen ihn antreten im Solo-Kampf. Ja, einfach ein paar Pokémon durchtesten. Oder immer halt Tornado nehmen, alles gewinnen. Naja, natürlich auch eine Option. Wir werden sehen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.